Das waren noch Tiden. Du interessierst dich für das, was Frau so gebührt ist, dann bist du hier wie uns Videopodcast und platt genau richtig. Wir will ja in 21 Teilen heilbühl uns Kinder und Jungsetit im BIM und BIM Gas vertellen und wiesen. Wie? Das sind? Ich bin Thaddeus Specker, moin miteinander. Geboren in Leer und aufgewachsen und BIM Gas. Ja moin, ich bin Manfred Bertus, geboren und aufgewachsen und BIM Gas. Moin, ich bin Paul Meyer, geboren und aufgewachsen in Bim. Ja, hier sind wir uns Eimsbrüch, als der Verdau auch so gut sein darf. Aber das hätte ja zu anderen Tiden hätte das heel anders da gut sein. Da bin ich mit Rone an der Notmusikfest und hab dann praktisch von Lehrort, das ist in Not, noch der Bim gesehen filmt oder fotografiert. Dann kriege ich nun alle die Bilder sein, als der das hele Brühe überhaupt noch nicht gab. Du sagst, das hier ist so gut. Von wann kann diese Aufnahme gewesen? Also die Information, die ich hier habe, das ungefähr so 1925 West ist auch mit dieser Winter. Aber der Winter waren ja Frauen noch ein heiligen Strenge. Und der Ämste, der war auch dann Vauke dicht geworden. Es war so dicht geworden, dass der Güter sogar mit Autos und mit Peerwagens overgegangen. Eine andere Möglichkeit haben sie auch nicht, weil der Fähr konnte ja nicht fahren, der das doch gab. Richtig. Und sonst war es überall nicht und alle sie dann kommen. Nee. Ja, hier auch ja mit Watt, Ja. nahe da in Oven. Ja. Und das ist auch immer von Nord nach Bim gesehen. Ja, kannst du ja mal. Lehrort nach BIM, Ja. ja. Da kannst du auch immer im Achtergrund der Plauze sein von Eigens. Der da ja der Tiet natürlich noch Stunden. Aber dann haben sie doch traut, dass sie mit einem Auto over Eis fahren, denke ich. Ja. Weil das Eis war mächtig genug. Ja, Ja. die Frau hat uns vertelt davon, sogar mit LKWs over. Ja. Ja. Ciao. Ja. Nee. Ja, und jedes Jahr der Fähr, da kann man auch ja Geld an rechte Seite Seite sein, wo der Overleib. Ja. Und da kannst du vielleicht ein bisschen vertellen, Thaddeus, was wieder genau sein. Das sind ja zwei Teile der Fähr. Ne? Ja, genau. Das ist ein Püren, als er da auch noch bei Wilshusen geben hat. Aber da läuft ein Schiff dagegen, der die Püren sozusagen hin und her drucken hat. Und der Seil ist bloß da für da, damit die Püren und der Schiff nicht auftreten wurden, weil da wäre doch ziemliche Strömung. Auch da muss alle nehmen. Ja, da war's. Und scheinbar sagt man da ja einen Dampfmotor. Ne? Ja. Der so richtig Ja. Stress reinhält. Ja, ja. Ja, und jedes Jahr nur, was man sagen kann, auch in Leort, also Nord sieht, weil heilen Achtergrund sagt man der Bimge Tigelier, Ja. Türken. Türken, ja. Ja. Und das ist auch ja ein Bild, der ist sicher auch so in 20er Jahren gemacht worden. Also das ist ein bisschen was Alter. Ja. Was man hier auch hergehört sein darf, da liegt nun nicht der große Schiff, da linke Hand liegt dazwischen. Das war sozusagen der Ruheplatz für die Fähre dann. Ja. Der gibt auf BIM-Gesicht gibt er auch genauso, wo die Fähre, wenn er nicht im Betrieb war, wo die dann leben. Genau, Ja. genau. Ja, hier liegt die Ferie an, hier sei in Betrieb. Und nun sagt man noch alles um, weil nun sagt man, dass der Motor, dass der da so anhang ist. Ja. Ja, ja. Der hat to go round, ja. Okay, da was auch ein bisschen grotere Auto da drauf gegangen. Ja. Das muss in der Schwarwinter neben da fette Westwesen, ne? Ja, das ist auch halt richtig. Und man sagt, der Brühe, der Eimsbrühe, der ist ja 1940 freigegeben worden und da war sie noch in Bau. Also denkt man da nicht fertig, das Ja. aber stimmt. Ja, Ja. ja, Das ist ja nur uns Brühe, was wir lang kennt haben. ja. Und das ist ja wirklich Heilspiel gewesen. Der ist nicht und fertig, haben sie den klar gemacht. Und 5 Jahre laute Leih platt. Ja. Was ist Warum? Ja, was ist da gebührt? Das sagt man ja. Das war's
am 25. April 1945 sind ja die Grenadiers und polnische Armee, die sind ja hierher getroffen von Emsland und die wollten hier auch in Emse und das hat die deutsche Wehrmacht dann Genau, sprengt, damit sie nicht rüberkommen. Ja. verhindern wollte. Ja. Aber dummerweise hat sich das überhaupt nicht lohnt, Nee. weil die Kanadiers haben dann ein paar Tage lauter haben ja einen Ponton dort liegen. Ja. Aber die haben sogar mit LKWs aufgekommen. Also Ja. das war völlig Ja. sinnlos. Ja. Und 2 Wochen lauter was Krieg. Und zwei Wege lauter was kriegen, da kann man doch hier noch Ja. gehen. Ja, und hier sucht man dann auch ja die Genau, das da. Kanadiers da in Einsatz. Und ein Tarn von mir, der auch ja BIM kam, der hat vertellt, ach ich sag was nicht, was 45, was er 22 Jahre alt, dass sie an einem von den Tag lachen der Obrich, weil 15 dort Soldaten, all jungen Kerls, die aber die meisten sind verdrunken bei der Kampfhandlung und die konnten alle nicht schwimmen. Oh. Das ist natürlich heil bitter. Tja. Und so was dann hart tut. Ja, das ist nun ja auch dann nach der Sprengung, also nach 1945 und die Brüche haben sie von 1948 bis 1950 wieder aufgebaut. Ja, und dann war die Brüche dann immer klar, 1950 wieder in Betrieb genommen. Und das ist nun ja der Zeit, so was wir dann auch kennt haben, hier mit der Brühenhuske, der da lang stand. Und das war ein vierte Familienfaude. Und Der Brückenwärter. Brückenwärter, genau. Ja, das weiß ich, ja. Der haben da ja Hus geführt, die Brühe, und die mussten da ja immer hinlaufen. Nach Minte, wo Ja. diese Stür, Ja, genau. Kasten stund. Und die nahmen uns Kinder mal mit. Wenn die Brühe open machen, und dann stunden wir auf die Brühe und haben diesen Anblick. Ja. Dass man genau sagt, wo die Skippen da durchfahren den. Ob wir das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber für uns war es dann veränderbar. Tersitit hat dann die größte Dreibrüche von Europa wärst, Ja. oder? Ja. Ja. Genau. Ja, und dann natürlich bei jedem, der in BIM wohnt und lebt, wacht er für diese Brühe. Ja, das kennen wir ja alle. Und diese Ja. Brühe, der warst du ja alle und haben mit der Zeit auch immer mehr Probleme. Und die Schlangen, die wurden immer lange. Ja. Und das lag nicht immer an der Skippen, der da durchgegangen. Das lag einfach an der Technik, die nicht immer funktionieren. Und zusammen regnet er wieder als einige Stunden. Ja, weil das so regnet heißt, ja. Ja, kann man ja wohl sagen, irgendwelche Stunden ja irgendwie was über diese Brühe in Breitelandzeitung. Ja. Und sie haben immer beschrieben und dann fiel das Geld wieder. Und Manfred, du hast ja sogar noch mal was vertellt, dass sie dir auch Köln den, oder? Ja, was so ein Heid, sagen wir mal, was, ich weiß gar nicht mehr, wenn das noch genau was. Doof, den sind immer Köln, die Brühe. Anders Ja. konntest du gar nicht vernünftig aufbauen, oder die Nee. sind nicht vernünftig schlucken, Lübeck. Ja. Also die kommt von jetzt ja so hoch, die Brühe, und dann Ja. hörst du mich ja immer, wenn wir da vorstehen. Und dann haben sie die immer Köln. Und wo haben sie das auch? Ja, mit Treckers unter Achten, was noch so Gülle-Ding. Beispiel, da kann ein Wald hin und dann. So ein Güllefall. Ja, kennst du auch schon Ja, sicher. ich kann mir auch vorstellen, dass das Ja. wegen der Warmte, dass die Brüche so gut ausdehnt. Ja, darum, deswegen, Und ja. dann kann er nicht vernünftig schlucken. Ja. Und der muss Köln worden, damit sie sozusagen Ja, ja. damit zusammentrecken. Und das so ein Auto, das war man auch mit Kackböden, ne? Ja, Wenn das- ja, ja. ja. Sag mir erst mal von dem Gas, du. Und dass wir verdauchen, dass wir so von Eisgang haben, und eben sind dann nicht natürlich auch daran, weil uns Winter so warm worden sind. Ja. Und liegt natürlich auch daran, dass die Strömung eben so stark genommen hat. Ja. Und der Eis doch gar nicht mehr rollen kann. Nein. Dann läuft ja immer wie er wird dann wieder gut. Das war sich in Bild und 80er Jahren, schätze ich. Ja, oder was? Ja, Ja. ja. Okay, und da sieht man ja diese Husgebäude, wo man eine Stunde mit der Brühe oben auf, wo es Ja. war, Ja, wo richtig. die Werte ingegangen. Da hast du nicht Richtig, ja. Genau. Ja, und da hat das England ja dann so langsam End, da waren wir der modernste von modernen. Das ist dann ja all der Nährbaut ja sein und der Wallstein auch noch. Ja.
Nun haben sie die Brühe aber dann gebaut. Und sind ein paar Jahre lauter bekriegt gekommen, dass der Klappe da lötet was. Ja. Der Dörfort. Ja. Ja, nicht für den Mahlschiffen. Nein, für Nee, nee, für Nee, Meierschip. Für Meierschiffen, für die Passagierschiffen. Ja. Und das muss so 1990, 1991 so was besser gewesen. Das hat noch parallel stand. Ja. Der 91 ist wirklich geöffnet worden, der Nährbrücke. Oh. Ein interessantes Bild. Also, Ja. hier habt ihr nochmal. Okay. Ja, und hier liegt der Ort Brühe dann Ja. in Staaten sozusagen. Ja. Ja. Gut, ja. Das sind alle wieder auftreten. Ja. Mhm. Ja, dat is de Koningsstoel, zeggen ze dan. Der staat ja für die Brug, da mit dem Schautafeln bei und hier und da. Das ist der 3 Stück von der Brug. Also Ja. da hätte die 3 den oblegen. Da, oblegen. Ne? Hey, das Gewicht. Ja, hat die, ja. Das was ein zig Tonnen werden da. Ja. Ne. Und ich meine so viel, als wenn der 3 wenn der aufgemacht wurde, dann wurde ein Stück wie läufig anhoben, Mhm. 3 Zentimeter, Genau. da die Haltung rupkam, Ja. dann wurde die anhoben und dann dreide so erst. Und dann Ach so. rumst er immer. Ja, dann rumste er immer Ja, gewaltig. genau. Ja, das gucke ich läufig halt beim Gas hören. Ja, dann ne? rumst er immer. Ja. Ja, und das ist ja sowas wie Als wir das kennen, Verdauung verdauung. kennen. Und dann ging ja nur wieder, da war ja noch nicht der letzte Stand von uns Brühe, dann kam wieder die 2 Klappe, Ja. wo wir auch ja 1,5 Jahre frei von hatten, weil wir da über die Brühe nicht rüber konnten. Nee. Aber wir hatten ja da, und da war ja uns Glück, dass wir da den Tunnel an den Eemse hatten. Ja. Ja, genau. Und da war es, dass ja wir Anfang der 80er Jahre mitbelegt, dass der gebaut worden ist. Dann war es ja dann auch weiter sein, diese Röhren mit der Spölleitung. Ja, ja. Wo sie dann noch die Sand durchspült haben für die Autobahn, die Ja. an Tunnel anbauen Mhm. muss. Und die lachten ja Kilometer wie mit noch Eemse. Ja. Die Ja. das dann auf dem Gas, man Ja. macht das ja Ja, auch. ons Haus und da liegt Ja. direkt achterlang. Ja, ne? ja. Konst recht hören, wenn auf schmal sind, die Ja, Steine wenn und er was was dürfen. ja, liegen. genau. Ne? Und da kam ja dann Ja. auch Binnenschippen, die diese Spölsand lauten haben. Ja. Und dann, wo es dann mit Waute, Flüssigmaut und dünne Leitungen jagt, Mhm. noch der Baustellen hin. Und so sagt er da oben mit den Sandwagen, den man da sucht. Ne? Ja. Und das ist eine Art Obstspalt, das ist doch nicht. Nee, das ist Aluspalt. Aarhofspalt worden. Der haben dann links und rechts von der Autobahn sozusagen, haben sie Dicken Truppen und dann haben sie zwischen den Dicken haben sie das Wurzelspalt. Das sieht man da auch ja, mit dem Ja. Ja, dunklen Strieb. Du hast ja diese, die haben ja so Betonelemente, Elemente mal. Ja. da was man ja das Kisten nennt, ne? Der- Ja, ja. Die waren gedealt und dann sind die gespült worden und dann stehen die schwimmen. Ja, wo kann was? Ja, 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 und dann haben sie die auf eins rumschlägt ja, und dann die Baute in Lopen und versenkt. ja. Ja. Und das haben ja nicht deutsche Firmen gemacht. Nee, das was ein Hollanders, die haben dann viel mehr Erfahrung Ja, mit. die Ja, sind da eigentlich Wasserbau-Weltmeister. Ja, 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 das sind so. ja. Ja. Dann was dann ja für die Autobahn dann freigegeben was, das sind ja noch kein Strieben, was man sagt. Nee. Daher wieder nochmal mit die Autogruppe genutzt und haben da boset. Ja, Wirklich, da muss Ja. auch so eine Gelegenheit. Ja, da Da was war so Autobahn boset. Ja. Und okay, das sind ja die Ohren, Manfred. Ja. ja. Für Tunnel, ja. Für Tunnel, für Tunnel, genau. Da das bei Tunnelfeld ist, das dürfte ich. 1989 muss das erst gewesen. Und ja, da bin ich ja, da war die
wird Notschau der größte Fest überhaupt in Ostfriesland ist, weil da sind nach Schätzungen 250.000 Leute einmal zusammenkommen.